드림 거스마보다 당보들이야 남블랭게 성물이야 아니 섬지 So, heute beginnen wir damit, dass ich gerne meine Wünsche euch allen ausdrücken möchte, meine Grüße und mein herzliches Tashidele. Heute ist der 3. Tag der Winterbelehrungen. Und da heute der 3. Tag ist, möchte ich als erstes die Diskussion von gestern fortführen. Das wäre, glaube ich, ein guter Anfang für heute. 다 가장 샘sam의 중국의 규ген damit 망보지 충분히 수빈바 다 디나로네 에네 규gen aber Gestern hatte ich erwähnt, dass es ganz viele verschiedene Bedingungen gab, um diese Nur-Geist-Schule hervorzubringen. Und innerhalb dieser Bedingungen haben wir über 4 gesprochen. Und die erste Bedingung war die allgemeine Tendenz der buddhistischen Sichtweise in Richtung der Nur-Geist-Sichtweise, basierend auf dem grundlegenden Verständnis, dass der Geist das Wichtigste ist und die Grundlage ist. Das war so die generelle Richtung oder Tendenz des Buddhismus. Das zweite war herauszufinden, was die Basis von Samsara ist. In der Periode der Schulen, das war so eine Periode, war es so, dass die Buddhisten nicht das nicht-buddhistische Verständnis eines Atman oder Selbst akzeptierten, aber sie akzeptierten das Samsara. Und wenn es da kein Selbst gibt, dann muss man trotzdem natürlich dann rausfinden, was die Basis von Samsara ist. Und da gab es ja viele Diskussionen darüber. Und basierend auf dieser Diskussion in der Periode der Schulen haben sich dann später die Yogacara Meister damit beschäftigt und über das Alaya-Bewusstsein gesprochen. Und die dritte Bedingung war ein neues Verständnis über die Prajnaparamita Sutras. Die letztendliche Sichtweise der Prajnaparamita Sutras ist ja die Leerheit, die Sichtweise der Leerheit. Und um eine andere Bedingung zu geben, oder also um die Leerheit zu verstehen, muss man die Untrennbarkeit zwischen den Erscheinungen und ihrer Natur verstehen. Und dieses Verständnis war auch eine Bedingung für das Entwickeln der nur Geist-Sichtweise. Und der vierte Punkt ist, dass die Praxis von Dhyana sehr wertgeschätzt wurde. Da war wirklich eine hohe Wertschätzung der Praxis von Dhyana oder Meditation. Das waren sozusagen die Yogis, die Yoga wertschätzten. Und das war die vierte Bedingung. Dann, warum sich die Yogacara oder nur Geist-Schule oder Sichtweise entwickelte. Und so wie ich das schon die anderen Tage erklärt hatte, diejenigen, die nur Geistschule praktizieren, sind die Yogacaras, die Yogacara Praktizierenden. Und was ist deren Ursprung? Der Ursprung dieser Yogacara-Meister? Deren Ursprung kann wie folgt beschrieben werden.
Könnt ihr das sehen, was seine Heiligkeit hier Screen shared? Wenn wir darüber sprechen, was ist der Ursprung von Yogacara oder der Yogacara-Meister, ist es als erstes wichtig zu verstehen, was das Wort Yoga bedeutet. Wenn wir da über das Yoga sprechen, im Rahmen von Yogacara, bedeutet Yoga im Allgemeinen Dhyana, Samadhi, Gottheitsvisualisation, andere Praktiken, wo der Geist einsgerichtet auf einem Objekt gerichtet ist. Und aus größerer oder weiterer Sichtweise können wir sagen, dass alle buddhistischen Praktizierenden Yogis genannt werden können oder als Yogis bezeichnet werden können, wie zum Beispiel Milarepa. Ja, Milarepa wird ja unser Kronjuwel der Yogis genannt. So bezeichnen wir ihn manchmal. Der Herr der Yogis. So nennen wir Milarepa manchmal. Manchmal denken die Leute immer, wenn man das Wort Yogi benutzt, dass sich das auf Laienpraktizierende beziehen müsse. Das denken viele Leute, aber das Wort Yogi bedeutet nicht notwendigerweise, dass es sich um Laienpraktizierende, die einen Haushalt führen, bezieht, sondern es bezieht sich auf die Dhyana, Meditation praktizieren, die eingerichtet sich auf die Praxis fokussieren, wie auch Gottheitsvisualisation. Das ist richtig, das wäre wichtig, so das Wort Yogi zu verstehen. Hat eine größere Bedeutung. Und das ist nicht nur etwas Buddhistisches, sondern auch in der Hindu-Schule wird Yoga ein wichtiger Pfad zur Befreiung. In deren Praxis deren Hauptpraxis in der Hindu-Tradition ist, dass man die Untrennbarkeit von sich selbst und Gott verwirklicht oder meditiert. Und das kann man mit Yoga verstehen, diese Einheit, diese untrennbare Einheit hier von Gott und einem selbst. Und also es gibt also nicht-buddhistische Praktizierenden, die auch die Dhyana oder Yoga praktizieren und deswegen auch als Yogi-Praktizierende genannt werden können. Und das wäre ein guter Grund, die dann auch Yogis zu nennen. Aber dann in buddhistischen Entwicklungen später dann wurde der Begriff dann Yogacara geprägt und dann gibt es die sogenannten nur Geist-Yogis. Das war eine Entwicklung in Indien, aber ist auch heute noch relevant. Wenn wir über Yogacara sprechen, dann beziehen wir uns auf die nur Geist-Yogis. Also die praktizieren, die nur Geist-Sichtweise praktizieren. So, was sind also die Ursachen oder die Ursprünge dieser nur Geist-Praktizierenden oder nur Geist-Yogis, die dann diese nur Geistschule begründet haben oder deren Sichtweise aufrechterhalten haben? Also wann, wie, wo haben sich diese Yogis sozusagen entwickelt aus dem großen Pool der anderen Praktizierenden und haben dann eine eigenständige Schule gegründet? Fragezeichen. Man könnte natürlich alle buddhistischen Yoga-Praktizierenden nennen, aber warum wurden diese nur Geist-Yogis dann Yogacharans genannt? Das ist die Frage hier. Und um das zu erklären oder verstehen, müssen wir mit dem Text Yogacara Bhumis beginnen. Yogacara Bhumis. Dieser Text heißt eben Yogacara Ebenen auf Deutsch. Und wenn wir dieser Text wird auch genannt, die Ebenen der 5 Schulen. Gibt es folgende Hauptpunkte. Der Hauptteil der Ebenen. Zweitens das Kompendium der Sicherheiten. Drittens das Kompendium der Aufzählungen. Viertens das Kompendium der Arten und Weisen der Erklärung. Das sind so diese 4 Abschnitte in diesem Yogacara Bhumi-Text.
Und in der chinesischen Tradition gibt es ein bisschen anderen Begriff. Da wird es einfach genannt, der ganze Text wird genannt, die Ebenen der 5 Schulen, aber hat diese 4 Abschnitte. Ne? Und da, wie auch immer, da gibt es also verschiedene Namen über denselben Text, der wirklich grundlegend derselbe Text ist. Und dieser Yogacara Bhumi-Text ist ein sehr, sehr wichtiger Text, den die Yogacara-Meister als ihre Hauptquelle benutzt haben. Und wenn man sich fragt, was ist der Inhalt dieses Textes, Yogacara Bhumi, darüber werde ich später noch mehr im Detail sprechen. Aber für heute, um zu verstehen, woher der Name Yogacara Bhumi herkommt, ne, der Titel, das ist vielleicht ein wichtiger, guter Punkt für heute. Wie gesagt, in Sanskrit heißt es ja also Yogacara Bhumi, auf Deutsch Yogacara Ebenen. Wenn man das dann so umgangssprachlich übersetzt, dann gibt es ja verschiedene Erklärungen oder Worte, die man nutzen könnte. Das eine wäre die Stufen der yogischen Praxis, wäre die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit wäre die Stufen, die durch die Yoga-Praktizierenden erreicht werden. Und diese Übersetzungen, die wir haben im Chinesisch oder Tibetisch, die sind irgendwie dazwischen, zwischen diesen beiden Möglichkeiten und vielleicht passen besser zur zweiten Übersetzung des Titels. Die Stufen, die erreicht werden durch die Yoga-Praktizierenden. Das wären die Reihenfolge, in dem die verschiedenen Pfade oder Ebenen erreicht werden durch die Yoga-Praxis. Denn wenn wir in den tatsächlichen Yogacara Bhumi Text gucken, wenn wir jedoch in den Text Yogacara Bhumi gucken, dann ist eher die erste Übersetzungsmöglichkeit passender, die da war, die Stufen oder Ebenen der yogischen Praxis. Wie auch immer, der Haupttext der Yogacara Bhumi wird ja eben, da gibt es ja den ersten Abschnitt und da geht es um die Hauptpraxis, hatten wir vorher gesagt, und das können wir in 17 verschiedene Ebenen oder Stufen oder Abschnitte der Praxis unterteilen. Und die ersten beiden dieser 17 Abschnitte, das sind die Ebenen, die sich mit dem Körper und den 5 Bewusstseinen und der Ebene des Geistes beschäftigen. Und da wird allgemein erklärt, wie der Geist ist oder funktioniert. Und die nächsten 7 Ebenen oder Bhumis, da wird dann erklärt, wie man das betrachten, untersuchen kann. Und bis zu dem höchsten, das beginnt mit der Ebene der Untersuchung, und es geht hoch bis zur Untersuchung ohne Überbleibsel. Und da in diesen 7 Ebenen wird dann Dhyana, die Meditation, eingeführt. Also da hatten wir zuerst die ersten beiden Ebenen, ne, wo Geist und Bewusstsein und Körper untersucht wird, und dann eben die nächsten 7 Ebenen. Und da haben wir jetzt insgesamt dann schon 9 Ebenen. Von 17. Dann gibt es die nächsten 3 Ebenen, 10. bis 12. Die lehren hauptsächlich die 3 erhabenen Übungen. Das sind die Stufen der yogischen Praktizierenden. Und dann Ebene 13 bis 15 lehrt die 3 Fahrzeuge, denn die Praktizierenden haben ja verschiedene Neigungen, verschiedene Ideen und Vorstellungen. Und da gibt es also dann die Ebenen der Hörer, Prateka-Buddhas und Bodhisattvas. Das sind dann diese 3. Das war dann 13, 14, 15. Ebene, und die letzten beiden Ebenen sind 16 und 17, und das ist die Frucht, die erreicht wird. Da gibt es dann das Nirvana mit oder das Nirvana ohne Überbleibsel. Und so können wir also insgesamt über 17 Ebenen sprechen, die hier erklärt werden.
Also die ersten 9 beschreiben die Objekte der Meditation, der Fokus der Yogis. Und die letzten 8 beschreiben dann die Ebenen der Stufen des Verhaltens und der Frucht und auch die Methoden der Praxis. Und daher, wenn wir die Text Yogacara Bhumi lesen, werden da all die Pfade gelehrt, die in all den 3 Fahrzeugen praktiziert werden, bei all den buddhistischen Praktizierenden. Das ist alles so zusammengefasst und gelehrt in diesem Text Yogacara Bhumi. Und was ist das Ziel des Autors, das zu verfassen? Was war das Ziel? Um eben all diese ganzen Stufen und Methoden der Praxis zu erklären und zusammenzustellen. Ebenso, wenn wir über die Yogis nachdenken, wie sie in dem Text Yogacara Bhumi erklärt sind, dann können wir verstehen, dass sich dieser Begriff Yogi hier auf alle buddhistische Praktizierenden bezieht und nicht nur auf die Yogacara-Praktizierenden des Mahayana oder nur auf ein paar Praktizierende des Mahayana, sondern auf alle buddhistischen Praktizierenden. Wie auch immer, vorher sagten wir ja, dass Yogacara Bhumi ein Quellentext ist für die Nur-Geist-Yogis. Aber was wir dann hier sagen, ist, dass Yogacara Bhumi eben die Praktiken der 3 Fahrzeuge lehrt und die Yogis dann ja alle buddhistischen Praktizierenden mit einschließen. Das klingt doch jetzt eher widersprüchlich, dass es dann trotzdem der Quellentext für die Yogacara-Schule ist. Aber wenn wir über die Gründe sprechen, warum es als Quellentext für die Yogacara-Sichtweise verstanden wird, da gibt es verschiedene Perspektiven oder Gründe für das dennoch so auszudrücken. Zum Beispiel, wenn wir über die Zeit oder wenn wir über die Absicht nachdenken, warum dieser Text überhaupt verfasst wurde, dann war ja die Intention, die Absicht war ja, alle verschiedenen buddhistischen Methoden in einem einzigen Text zusammenzubringen. Das können wir durch Deduktion feststellen, dass das die Absicht war des Autors. Und dann können wir Yogacara verstehen als die Bedeutung aller buddhistischen Praktiken oder Yogis, dann alle buddhistischen Praktizierenden. Aber innerhalb der chinesischen kanonischen Schriften, in Klammern im Tibetischen haben wir ja Kanjur und Tenjur, und im Chinesischen gibt es nicht die Unterscheidung zwischen Kanjur und Tenjur, sondern alles wird in einer kanonischen Schrift mit den 3 Körben, Pitakas, zusammengefasst. Und da gibt es dann auch 2 weitere Texte, die einen ähnlichen Namen haben wie Yogacara Bhumi. Da gibt es also noch 2 weitere Texte, ne, in den chinesischen kanonischen Schriften. Der erste dieser beiden Extratexte, der auch Yogacara Bhumi heißt, wurde ins Chinesische übersetzt durch den westlichen Chinmasa Dhammarakshita. Und dieser Text wurde dann eben auch Yogacara Bhumi genannt. Und das sagen und in dem Anfangsteil dieses Textes heißt es, das Yogacara Sutra oder in der Chin-Sprache Pfade und Ebenen der Praxis, das steht so am Anfang des Textes drin. Und dieses Yogacara Sutra ist okay, der Satz war nicht zu Ende. Und das wurde übersetzt durch den großen Anshigao. Das war ein persischer Prinz im 2. Jahrhundert. Der hat das noch weiter erklärt
in einer Version, die er dann übersetzt hatte. Und da geht es um verschiedene Meditationen über die Abkehr von Samsara oder verschiedene Meditationspraktiken oder verschiedene Körperhaltungen der Meditation, wie die Hände sind, wo unser Rücken gerade sein muss, wie die Augen schauen sollen und so weiter, wenn wir meditieren. Das ist dann wie so 'n Handbuch quasi, Meditationshandbuch. Aber jetzt in Bezug auf den Inhalt dieses ganzen Textes hier, über den wir sprechen, ne, diesen Extratext Yogacara Bhumi, ist dann tatsächlich identisch im Inhalt zu dem Sutra über die kleineren Pfade und Ebene, was von dem chinesischen Meister Xi Yao in der späteren Han-Periode übersetzt wurden. Und ein weiterer Text, der auch Yogacara Bhumi heißt, wurde von Buddha Bhadra übersetzt und heißt das Dhammatara Dhyana Sutra. Das ist das Sutra über Dhyana, der Dharma-Beschützer. Und am Ende des Einführungsteils dieses Sutras fällt eben der Name Yogacara Bhumi oder Pfade und Ebenen der Praxis. Und dieser Text ist auch wieder so ein Handbuch quasi über die Dhyana-Praxis. Und warum heißt dieser Text Dhammatara Dhyana Sutra? Because Dhammatara ist der Name des Autors. Und ich meine, der Autor heißt Sangaraksha. Und manche sagen, dass der Autor doch Dhammarakshita war. Auf jeden Fall gibt es diese zwei Extratexte, die auch ähnliche Inhalte haben wie der Text Yogacara Bhumi. Und so, wenn wir diesen Text anschauen, Yogacara Bhumi oder die Ebenen der der Yoga-Praktizierenden, dann kann man verstehen, dass Yogacara Bhumi vielleicht ein Titel sein könnte, der für verschiedene Texte gültig ist, die eben die Yoga-Praxis, Dhyana-Praxis zusammenfasst. Und, und manchmal, aufgrund dessen werden dann manchmal verschiedene Texte eben mit verschiedenen Autoren in Verbindung gebracht. Und manchmal werden eben diese Texte durcheinander geworfen, weil sie alle drei Yogacara Bhumi heißen. Und deswegen kriegen die manchmal noch so Extranamen dazu, wie Dhammarakšitas Text oder sowas. Aber der eigentliche Name ist Yogacara Bhumi. Aber ja, manchen ist es dann besser bekannt als Dhammarakšitas Pfade und Ebenen der Praxis, damit wir das besser auseinanderhalten können. Und die sind dann, dann kriegen die Titel der Werke werden dann manchmal benannt nach den Autoren. Und wenn wir so die Autoren anschauen, hier bei den Extratexten Dhammarakshita und Shankaraksha, die waren ja beide aus dem grundlegenden Fahrzeug der Sarvastivadin-Schule. Wie ich schon sagte, die Sarvastivada-Schule hat sich ja aufgeteilt in die andersrum, die Sarvastivadin-Schule ist ja
entstanden aus der Sthaviravada-Schule. Die andere war Mahasamgika. Und daher kann es sein, dass eben es verschiedene Texte mit dem gleichen Titel Yogacara Bhumi gibt und dass das dann tatsächlich eine gute Zusammenfassung der ganzen Sarvastivada-Schule darstellt. Und zusätzlich erscheint auch das Wort Yogi ganz oft in diesem Quellentext der Sarvastivādas. Das, was normalerweise dann als Abhidharma genannt wird. Und das Wort Yogi kommt da also oft vor, aber Yogi hier bezieht sich dann auf die Meditierenden, die über die Hässlichkeit oder Abscheulichkeit von Dingen, wie zum Beispiel Leichen und so weiter, meditieren. Aber es geht natürlich dann auch weiter um die Sichtweise entwickeln der 4 Weiten der Edlen und um Praktiken, die in Bezug stehen zu den Resultaten der spirituellen Praxis, wie Arhatschaft und so weiter. Aber das Sanskrit-Original gibt es leider nicht mehr und deswegen weiß man nicht mehr genau das Originalwort, was jetzt als Yogi oder Naljopa auf Tibetisch weiter tradiert wurde. Wir wissen es einfach nicht, weil wir das Manuskript nicht mehr haben. Daher gibt es nicht wirklich eine gute Möglichkeit zu verstehen, wofür der Sanskrit-Begriff da war. Wie auch immer, dieser Text der großen Darlegung wurde übersetzt ins Chinesische durch Xuanzang, der auch Übersetzer von Yogacara Bhumi war. Und später gab es auch einen Chipper, so hieß er, und der konnte Sanskrit und Tibetisch, hat es in Tibetisch übersetzt. Wie auch immer, es gibt da in diesem Text 200 Faszikel und einige gibt es nicht mehr, aber die meisten sind da und das ist ein ganz großer Text. Aber wenn wir den Text wirklich selbst gut verstehen wollen aus der Sarvastivada-Schule, müssen wir diese große Darlegung oder Abhidharma Kosha gut studieren. Durch diesen Text müssen wir gehen, um das wirklich gut zu verstehen. Ebenso im Chinesischen wurde ja die ganze Abhidharma Kosha übersetzt von Tangshan Zhang und der ja eben auch Yogacara Bhumi übersetzt hat. Das ist also der gleiche Übersetzer, Xuanzang. Und das Wort Yogacara wurde ja in dem Yogacara Bhumi-Text als Yogacara Yogi Praktizierende benutzt. Genau das gleiche Wort, wie es auch im Abhidharma Kosha übersetzt wurde, weil es ja durch den gleichen Übersetzer übersetzt wurde. Und er wusste ja, was das tatsächliche Wort war, was er übersetzt hatte aus dem Sanskrit. Und er hat das ja sehr exakt übersetzt in beiden Texten. Und dann gibt es die südliche Tradition noch, die durch Thailand und Sri Lanka sich durchzog. Und dann gibt es noch den Pali-Kanon. Und in dem Pali-Kanon kommt das Wort Yogacara gar nicht vor. Und deswegen können wir sagen, dass das Wort Yogacara dass das ein bestimmter Begriff war oder ein Jargon war, der nur bei der Sarvastivada-Schule benutzt wurde. In den Theravada-kanonischen Schriften, da gibt es das Wort Yoga Avachara. Und vielleicht hat es einen Bezug zu dem Wort Yogacara. Ne? Yoga Avachara oder Yogacara. Aber das Wort selbst, Yogacara, wie gesagt, erscheint nicht in dem Pali-Kanon. Und wenn wir hier weiter über das Wort Yogacara sprechen, gibt es im Abhidharma Kosha eine Stelle, wo ein Ereignis war oder eine Situation war oder beschrieben wird,
Nämlich, dass die Yogis und die Abhidharma-Meister eine Debatte hatten. Und die Debatte gestaltete sich wie folgt. Was die Yogis sagten, ist, dass die 5 Sinnesbewusstseine, zum Beispiel Sehbewusstsein und so weiter, entstehen auf der Basis des Kontinuums des vorherigen Geistesbewusstseins, aber nicht auf dem vorherigen Moment des Sinnesbewusstseins. Also basierend auf dem Geistbewusstsein, auf dem vorherigen Moment des Geistbewusstseins und nicht auf dem vorherigen Sinnesbewusstseinsmoment. Aber die Abhidharma-Meister sagen das Gegenteil, nämlich dass das jetzige Sinnesbewusstsein, zum Beispiel vom Sehbewusstsein, ja aus seinem eigenen ununterbrochenen Kontinuum entsteht, aus dem vorherigen Moment des Sehbewusstseins. Dass das jetzige Sehbewusstseinsmoment aus dem vorherigen Sehbewusstseinsmoment entsteht. Und die Abhidharma-Meister sind sich da sicher, weil das ja sonst im Widerspruch stehen würde. Das würde doch die ganze Möglichkeiten der Sinnesfähigkeiten in Frage stellen. Und in der Abhidharma-Schule gab es ja viele Beispiele für die Unterschiede zwischen den Yogis von Süden und Norden. Da gab es hier 2 Untergruppen in der Abhidharma-Schule oder der großen Darlegung. Und wenn wir so diesen Text anschauen, die Abhidharma-Texte, dann können wir das erkennen. Und da gibt es dann tatsächlich auch Unterschiede. Da gibt es in deren Sichtweise, was die Yogis aus dem Süden oder was die Yogis aus dem Norden sagen. Zum Beispiel, wenn man die Farbe Weiß illustrieren will, dann sagen die nördlichen Yogis sagen Schneefarben und die südlichen Yogis würden sagen Zuckerfarben. Das ist so, wie es unterschiedlich illustriert wird. Und was wir daraus verstehen können, ist, dass die Yogis basierend auf ihrer verschiedenen geografischen Ansiedlungen gab es dann eben auch verschiedene Praktizierenden oder verschiedene Gruppen von Praktizierenden, die dann auch die Dinge verschieden beschrieben. Und wenn wir diese Gründe anschauen, wenn wir das Wort Yogacara anschauen, dann war das ein Wort, was weit verbreitet war während der Periode der Schulen. Das war also ein Begriff, der damals schon vorhanden war, bevor dann diese nördliche und südliche Yogacara-Richtung oder Abhidharma-Richtung sich entwickelt. Da gab es dann schon Praktizierende, die Yogacara genannt wurden, ganz gleich von welcher Schule oder Gesellschaft oder Geografie diese herkamen. Diese Praktizierenden wurden Yogacaras genannt oder einfach Yoga-Praktizierende. Und das können wir schlussfolgern, basierend auf dem Text der großen Darlegung. Abhidharma. Der Grund, warum wir über die Sarvastivada-Schule sprechen, ist, um zu zeigen, wo der Ursprung der Yogacara-Schule ist, nämlich der Yogacara-Schule kommt aus dieser Sarvastivada-Schule. Und da gab es ja innerhalb dieser Richtung dann die besonders nordindische Schule, die sehr machtvoll war und sehr einflussreich war. Sarvastivada war wirklich die mächtigste, kräftigste, stärkst ausgeprägteste Schule im Nordindien. Und das wird oft große Darlegungen genannt. Ne? Das ist eigentlich ein Synonym für Sarvastivada-Schule, die große Darlegung. Die waren eben besonders gelehrt im Abhidharma.
Und der größte Ruhm war eben genau das, dass sie den Abhidharma so gut kannten. Und da gab es eben diesen einen großen Text, große Darlegung mit 200 Faszikeln lang. Und das ist vielleicht die größte Errungenschaft der Sarvastivadin-Schule. Das ist wirklich deren Grundlagenwerk sozusagen, wo all ihre Forschungsergebnisse vorhanden, beinhaltet sind. Und dann in Bezug auf die Sarvastivadin-Schule gab es eben die Abhidharma-Meister, die besonders wichtig waren in dieser Sarvastivadin-Schule. Und das machte auch die Sarvastivadin sehr bekannt. Ne, das waren wirklich die Abhidharma-Meister, das waren so die Hauptpersonen. Und dann gab es aber auch sozusagen welche, die eben nicht im Einklang waren mit diesen Abhidharma-Meistern. Das waren die Praktizierenden, die Dhyana praktizieren, die Yoga praktizieren. Die waren eigentlich so im Widerspruch zu diesen Abhidharma-Meistern. Das waren die sogenannten Yogis. Und die Yogis haben natürlich die Sarvastivada-Sichtweise akzeptiert, aber wenn sie Meditation praktizieren und Dhyana praktizieren und dann außerordentliche Erfahrungen hatten, dann haben sie basierend auf ihrem Meditationserfahren ein bisschen andere Wortwahl, um die Sichtweise zu erklären oder auch um die Funktionsweise des Geistes zu erklären, nutzen sie eine andere Terminologie. Und das war so ein bisschen eine andere Sichtweise als die in der allgemeinen Sarvastivadin-Schule gehalten wurde. Und diese yogische Erfahrung wird dann die Einsicht des Yoga genannt. Najagi Deva. Das ist diese tiefere Einsicht in diese tiefere Erfahrung. Das ist dann die yogische Erfahrung oder die yogische Einsicht, was die Yogis erfahren haben. Zum Beispiel, es gibt ja diesen allumfassenden Samadhi von Blau, das ist so ein Abhidharma-Begriff. Und das hat einen ganz starken Bezug zu der nur Geist-Sichtweise, die später sich entwickelt hatte. Und dieser allumfassende Samadhi eben von Blau ist also etwas, was besonders später dann in der Yogacara-Schule gelehrt wurde und nicht wirklich von den Abhidharma-Meistern der Sarvastivada-Schule. Und es ist möglich, dass während der Periode der Schulen nicht nur die Sarvastivadins, sondern auch andere Schulen hatten, dass auch andere Schulen dann eben das so hatten, dass es dann Unterschulen oder verschiedene Sichtweisen gab und verschiedene Meister mit verschiedenen Sichtweisen. Das war sicher der Fall in allen dieser Schulen. Es gibt immer bestimmte Untergruppen. Vielleicht gibt es dann besonders auch wie bei den Sarvastivadins welche, die mehr die Sichtweise lehren und die anderen, die mehr die Praxis machen. Wie auch immer. Innerhalb der Nur-Geist-Schule werden die Sarvastivadins als sie verstanden, die den größten Einfluss hatten. Denn so wie sie ihre Sichtweise entwickelt haben und wie sie die Dinge dargelegt haben, dann ist es deutlich, was einen von großen Einfluss die Sarvastivadins in Nordindien hatten. Insbesondere, wenn wir das ja mit anderen Schulen und Sichtweisen vergleichen. Und dann können wir sozusagen schlussfolgern, dass all die großen Meister der Yogacara-Tradition, wie Asanga, Vasubandhu und so weiter, aus dieser Sarvastivadin-Tradition hervorgegangen sind.
Und wenn wir über die Darlegung der Sichtweise sprechen, dann ist es sehr ähnlich wie in der Sarvastivadin-Tradition. Und das war, wie gesagt, hauptsächlich in Nordindien, wo ein großer Sarvastivadin-Einfluss bestand. Und basierend auf all diesen verschiedenen Gründungen könnte man sagen, dass all diese nur Geistmeister eben aus der Sarvastivada-Tradition hervorgegangen sind. Und wenn sie die nur Geist-Sichtweise etablierten, haben sie dann die Sarvastivadin-Tradition fortgeführt? Fragezeichen, Antwort, nicht notwendigerweise. In der Sarvastivadin-Tradition, wie gesagt, gibt es zwei Untergruppen. Dann gibt es einmal die Gruppe der Gelehrten, die den Lehren und der Sichtweise und Philosophie folgten. Und dann gab es die Yogis, die sich mehr auf yogische Erfahrungen stützen. Und wem haben dann die nur Geistanhänger gefolgt? Nicht den Gelehrten, sondern den Yogis. Was die Yogis gelehrt haben, basierend auf ihrer eigenen Erfahrung. Das ist die Quelle der Yogacara praktizieren. Und wie haben die Yogis ihre Erfahrung entwickelt? Wie vorher schon gesagt, Yoga bedeutet ja Meditation oder Dhyana. Das heißt, diejenigen, die Dhyana oder Meditation und nicht nur die des Grundlagenfahrzeuges, sondern auch die Meditationspraxen der Mahayana-Praxis basieren auch darauf und haben sich entwickelt und haben insbesondere noch das Thema der Leerheit noch weiterentwickelt. Ne, wenn wir zum Beispiel Madhyamika anschauen, dann ist ja diese Sichtweise von der Leerheit tatsächlich sehr weit verbreitet. Und so wurden dann die Mahayana-Dhyana-Praktizierenden zu den Mahayana-Yogis. Sie haben über Maya-Dhyana praktiziert, über Leerheit. Und die Art und Weise, wie diese Yogis das praktizieren, ist, dass sie verschiedene Praktiken eben ausüben, basierend auf diesen nur Geist-Yogis. Und wenn wir also den Ursprung dieser nur Geist-Yogis anschauen, dann ist das hier, was wir gerade vorhin beschrieben haben, ist der Ursprung. Ne, die Schwerpunkt Dhyana-mäßig praktizieren innerhalb der Sarvastivadin-Tradition. Okay, nochmal kurze Zusammenfassung zu dem bis dato Gesagten der letzten Tage. Wir haben ja über die verschiedenen Umstände des Ursprungs der nur Geist-Sichtweise gesprochen. Da hatten wir ja 4 Punkte genannt. Da gab es eben Praktizierende, die nicht zufrieden damit waren, dass manche Gelehrte das alles nur logisch und so weiter in der Periode der Schulen ausführten. Ja, da gibt es manche Praktizierende, die mit dieser Situation nicht zufrieden waren. Und der Grund dafür ist, wenn man praktiziert, dann haben wir ja Erfahrung und also Schlussfolgerung oder Logik zu benutzen, hat dann eigentlich keine Wirkung im Vergleich zu dieser Meditationserfahrung. Deswegen waren sie unzufrieden mit den Gelehrten sozusagen der Periode der Schulen und waren dann also unzufrieden damit. Und die haben dann 4 Dinge gemacht,
die haben dann erstens logisch die Basis für untersucht, die Basis eben ist für die Projektion von Samsara. Der Grund dafür ist, dass sie eben philosophische Präsentation oder Darlegung hatten. Aber das waren jetzt die Yogis, die das taten, war anders als die Gelehrten, aber trotzdem hatten die natürlich auch so eine Philosophie und haben auch Logik bemüht, um die Basis für die Samsara-Projektion herauszufinden und haben so dann Alaya etabliert, nicht nur basierend auf Logik jedoch, sondern auch eben aufgrund ihrer Meditationserfahrung. Ja, also sie hatten Logisches untersucht, aber auch dann ihre Meditationserfahrung benutzt. Zweiter Punkt ist, dass sie Schriften zu Rate zogen, zum Beispiel das Avatamsaka Sutra, wo es eben drin steht, dass alles nur Geist ist, nur Gewahrsam ist. Und ich hatte ja gestern, sagt er, seine Heiligkeit, Zitate aus dem Avatamsaka Sutra genannt. Zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Kapitel aus dem Avatamsaka Sutra. Manche Kapitel haben dann ihre eigenen Namen. Manche Kapitel dieses Avatamsaka Sutras haben ihren eigenen Namen, wie zum Beispiel das Dashabhumika Sutra, was wir auch gestern kennengelernt haben. Aber es ist eigentlich Teil des Avatamsaka Sutras selbst. Und aufgrund von, der dritte Punkt ist, aufgrund von verschiedenen Ursachen und Bedingungen, haben sie sich von der realistischen Sichtweise, wie es bei den Sarvastivadin Gelehrten gelehrt wurde, haben sich davon distanziert und haben mehr eine Sichtweise des Gewahrseins etabliert, basierend auf ihren yogischen Erfahrungen. Und sie haben, und das könnte ein weiterer Punkt sein, sie haben auch viele positive Aspekte vom Mahayana Madhyamika benutzt, was ja sehr weit sich verbreitet hatte da, und haben aber dann vielleicht Nachteile oder so ein paar Macken oder so weiter da korrigiert, was sie in der Madhyamika-Schule fanden, um dann ihre eigene Präsentation zum Beispiel über das Alaya oder Basisbewusstsein aufzubauen oder über die drei Naturen, natürlich auch deren Leerheit dieser drei Naturen und so weiter. Das haben sie alles dann entwickelt. Und so wurde dann die Yogacara-Sichtweise formiert. Das ist also nicht einfach was von heute auf morgen irgendwie entstand. Gestern gab es keine Basis für Samsara und heute plötzlich gibt es plötzlich aus dem Nix heraus gibt es die Yogacara-Schule. Schwuppdiwupp, so ist natürlich nicht. Und jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause. Also, 다시 한번 야 쌤점비 주부터 들수 있어 말이다. So, wir hatten ja darüber gesprochen, wie die Nur-Geist-Schule sich entwickelt hat und verteilt hat, verbreitet hat. So. Dafür gibt es jetzt hier noch auf Tibetisch wieder ein Bildchen. Und genau, das möchte ich jetzt, darüber möchte ich noch weiter sprechen, wie sich wie die Nur-Geist-Schule sich entwickelt hat. Und wenn wir das besprechen, dann könnten wir das vielleicht in 4 Abschnitte unterteilen. Wie war es in Indien? Wie war es in China? Wie war es in Japan? Und wie war die Situation in Tibet? Im alten Tibet und im modernen Tibet. Denn wenn wir über Tibet sprechen, ist es ja so, dass die Texte nach Tibet kamen, aber nicht
Ob die Schule, die Yogacara-Schule wirklich nach Tibet kam, das ist was anderes. Das ist eine Frage. Und so ist der vierte Punkt eben, über das alte und moderne Tibet zu sprechen. Und als erstes, also wie da dann nur Geistesschule sich entwickelte, aber als erstes das Verbreiten der nur Geistschule in Indien. Als erstes, was wir hier als erstes wissen müssen, ist, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, letztens, gibt es in Indien nicht wirklich so eine geschichtsniederschreibende Tradition. Man hat dann nicht wirklich niedergeschrieben, wann Autoren lebten, ne? Wann sie geboren sind, wann sie gestorben sind oder wann welche Schule sich entwickelt hat, welche Veränderungen im Laufe der Chronologie der Geschichte sich entwickelt haben und so weiter. Und wenn Akademiker das dann untersuchen, dann gucken sie, wie die Texte weiter tradiert wurden und so weiter und gucken dann in bestimmte Details und Aspekte und können dann so abschätzen, ganz grob, können sie schlussfolgern, abschätzen, wann was stattgefunden hat. Aber es ist nicht wirklich so eine ganz hundertprozentige Klarheit, historisch gesehen. Und daher, wenn wir wirklich die Nur-Geist-Schule in ihren Ursprüngen kennenlernen wollen, müssen wir als erstes verstehen, wie die Nur-Geist-Schule sich verbreitet hat, als sie sich verbreitet hat. Was war sozusagen der Hintergrund, der Rahmen, die Philosophie ihrer Zeit? Das wäre der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt wäre dann zu erkennen, was hat sich dann verändert? Wie hat sich diese ursprüngliche Form dann weiterentwickelt? Oder sogar vielleicht vollendet oder vervollkommnet? Und welche Darlegungen wurden als letztendlich dann etabliert? Was war die Situation? Was waren die Umstände, die jetzt diese jetzt vorhandene Philosophie hervorgebracht haben oder entwickelt haben, kultiviert haben? Ne, von der Ursprungsform bis zur jetzigen Form einer Schule, da gibt es ja verschiedene Schritte, Veränderungen, Stufen. Und es ist wichtig, diese Stufen der Veränderung oder Phasen der Veränderung gut zu verstehen und zu kennen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zu untersuchen und zu etablieren, wann welche Phasen und wie diese stattfanden. Und dafür müssen wir all die verschiedenen Texte in Bezug auf die Nur-Geist-Schule lesen. Alle Texte, die uns zur Verfügung stehen. Und dann, sobald wir die gelesen haben, müssen wir die feinen Nuancen der verschiedenen Sichtweisen ausfindig machen und dann untersuchen, was haben die für Worte, welche Begriffe haben sie benutzt, was war deren Terminologie. Welche Grammatik wurde benutzt, welcher Stil wurde benutzt. Und wenn wir so einen Text anschauen von Anfang bis Ende, dann gucken wir nicht nur innerhalb eines Textes, sondern vergleichen es dann auch mit anderen Texten und können dann vielleicht Unterschiede auch feststellen zwischen verschiedenen Texten, um zu erkennen, welcher Text vorher vorhanden war und welcher später entstand. Nur so, durch ganz genaue Analyse und Vergleichen können wir vielleicht so eine Reihenfolge festlegen. Aber es gibt noch ein weiteres komplexes Thema in der indischen Geschichte. Und dieses ist, als die Autoren
ihre Schriften verfasst haben, haben sie nicht verfasst, wann sie das taten. Manchmal im tibetischen Text steht das so, in welchem Jahr, in welchem Monat, aber in indischen Texten haben die Autoren weder verfasst, wann sie den Text geschrieben haben, noch haben sie ihren eigenen Namen erwähnt in vielen Fällen. Wenn man den Namen des Autors nicht schreibt, dann hat man ja gar keine Vorstellung davon, wer der Verfasser ist. Ich habe das mal in China erfahren oder Erfahrung gemacht in China diesbezüglich. Da war das so, dass die großen Maler der Vergangenheit haben sie ihre Gemälde unterzeichnet mit ihrem Namen. Dann können die Kunsthistoriker dann rausfinden, wer hat wann welches Kunstwerk gemalt. An der tibetischen Tradition können wir natürlich nicht unseren normalen, gewöhnlichen Namen da auf eine Repräsentation von Buddhas Körper, Rede oder Geist schreiben, wie zum Beispiel eine Skulptur oder so. Dann ist es so oft nicht wirklich aufgezeichnet worden, wer wann was verfasst hat. Und dann ist es natürlich schwierig, jetzt hunderte von Jahren später rauszufinden, welcher Künstler welches Tanka gemalt hat, weil es einfach nicht klar ist, wer das tatsächlich gemalt hat, zum Beispiel Tanka. Und dann muss man sozusagen die verschiedenen Kunststile, wie ein Tanka gemalt wurde, untersuchen, mit anderen vergleichen und dann kann man vielleicht schlussfolgern, wer das gemalt hat. Und genauso ist es auch mit verschiedenen Texten. Da gab es die Ursprungstexte in Sanskrit, aber das ist vielleicht auch viele, viele Jahrhunderte schon her, dass diese Sanskrit-Originale verloren gegangen sind. Und da gibt es also manchmal noch nicht mal das, also da gibt es den Ursprungstext nicht und es sind hunderte von Jahren vergangen. Und dann gab es natürlich verschiedene Ursprungstexte, die dann von verschiedenen Übersetzern verfasst wurden. Und dann gibt es natürlich Unterschiede auch im Inhalt. Und manchmal gibt es dann auch sogar große Unterschiede inhaltlich, basierend auf unterschiedlichen Übersetzern. Und man hat dann natürlich auch unterschiedliche Übersetzer. Und dann die Frage, welche Übersetzung ist dann originalgetreuer und welche ist originalferner sozusagen, das ist schwer herauszufinden. Wenn wir natürlich den Ursprungstext auf Sanskrit haben, dann ist es relativ einfach zu determinieren, wer nahe und getreuer am Original übersetzt hat und wer nicht. Aber wenn wir das Ursprungsoriginal nicht haben und einfach zwei Übersetzungen miteinander vergleichen müssen, welche da originalgetreuer ist, das ist natürlich dann schwer herauszufinden. Und manchmal, also ja, wie gesagt, manchmal ist es dann von verschiedenen Ursprungstexten eben übersetzt worden. Da steht da vielleicht ja aus dem nördlichen oder südlichen oder dem und dem der Sammlung und so. Was auch noch alles komplexer macht, ist, dass manchmal der Name der Autoren dann auch noch in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich genannt wird. Zum Beispiel gibt es eine Übersetzung des Mahayana Sutra Alamkara, übersetzt von Prabhakaramitra. Ist vielleicht mehr ein Kommentar, aber nee, ist das Original. Es ist wirklich die Wurzelverse von Mahayana Sutra Alamkara. Und Prabhakaramitra, der Übersetzer, sagt, der Text wurde von Asanga verfasst. Aber in tibetischen oder chinesischen Texten können wir den Namen Maitreya finden als Autor
für Mahayana Sutra Alamkara, wenn wir über die Wurzelverse reden. Aber es gibt dann auch noch eine Prosa-Version des Mahayana Sutra Alamkara. Könnte man auch als Kommentar zu diesem Mahayana Sutra Alamkara verstehen. Und Tenjö wird es eben genannt, ja, die Erklärung des Mahayana Sutra Alamkara. Auf jeden Fall, diese Erklärung, die wird dann Vasubandhu zugeschrieben. So hatten Stiramati und Bhutan Rinpoche das gesagt. Also, ja, es gibt dann verschiedene Zuschreibungen. Da gibt es dann verschieden mögliche Autoren, die genannt werden von verschiedenen anderen Gelehrten. Und das macht es natürlich alles schwierig. Wenn wir also daher wirklich ganz klar und deutlich verstehen wollen, wie sich die Nur-Geist-Schule entwickelt hat, müssen wir die Inhalte der Texte und Sutras und Werke, die wir haben, müssen wir genau anschauen, um dann gucken, was ist gleich, was ist verschieden. Und dann können wir dann vielleicht basierend darauf dann determinieren, was vorher oder später kam. Und da müssen wir natürlich dann auch die ganzen geschichtlichen Dinge anschauen. Was hat sich wie entwickelt? Was gibt es da für Entwicklungen? Was gab es für Ereignisse? Was gab es für Situationen, Debatten und so weiter? Und so muss man in die vergangene Geschichte gucken, um das dann zu determinieren. Und so ist es wichtig, dann wirklich in die Geschichte reinzuschauen, in die Historie, um zu gucken, was geschah wann, welche Reihenfolge. Wir müssen sozusagen von jetzt zurück in die Vergangenheit gucken, von jetzt in die Vergangenheit, in die Vergangenheit, um da genau zu gucken, wie hat sich das entwickelt, Stufe für Stufe, Phase für Phase. Und grundlegend, wenn wir untersuchen, wie Yogacara oder nur geistig entwickelt haben, dann müssen wir das alles berücksichtigen. Aber heutzutage gibt es dann natürlich auch verschiedene Forschungen in Bezug auf die Nur-Geist-Schule. Und das begann so zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zu der Zeit gab es moderne Wissenschaftler oder Forscher, die dann die Nur-Geist-Schule historisch untersucht haben. Das fand statt in Japan, Europa und Amerika. Und sie haben angefangen, Vasubandhus Daten oder Zeitlinie sozusagen oder Chronologie zu untersuchen. Und die haben das dann genau untersucht, wann Vasubandhu da war. Und basierend auf Vasubandhus Daten sozusagen oder Chronologie haben sie dann Maitreya, Asanga und so weiter abgeleitet. Und das ist jetzt schon über 100 Jahre her, dass diese Untersuchung und Forschung stattfand. Und man hat dann die Frage ist, welche Fragen wurden dann da definitiv beantwortet? Nicht viele. Ein paar wurden beantwortet mit definitiver Gewissheit, aber viele wurden immer noch nicht nachhaltig geklärt. Aber es gab viele, vielversprechende Untersuchungen und Forschungen. Und da können wir dann zum Beispiel die benutzen dann, um auch die Nur-Geist-Schule, ihre Entwicklung, ihre Chronologie wenigstens grob zu verstehen. Und wir haben natürlich die Fähigkeit, das zu verstehen, weil wir uns auf die Forschungsergebnisse von Akademikern stützen können.
Da haben wirklich Leute über 100 Jahre jetzt mittlerweile das so untersucht und erforscht. Und wir selbst wissen davon vielleicht gar nichts. Wenn wir über moderne Wissenschaft oder moderne Forschung mit modernen Methoden sprechen, haben wir vielleicht oft gar nicht so eine Einsicht darin. Kasan Gawang ist ein großer Gelehrter, der in Japan lebt und eine enge Verbindung zu japanischen Gelehrten hat. Und wenn man seine Schriften anschaut, dann ist das wirklich, setzt das einen sehr guten internationalen Standard von Forschungen. Und es gibt wirklich wenige, die da wirklich so eine internationale äh, Anerkennung gefunden haben in der Yogacara-Forschung. Und er ist wirklich ein Besonderer und deswegen ist es gut, sich daran zu erinnern, dass so etwas stattfindet, solche Forschungen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die Nur-Geist-Schule sich in Indien ausgebreitet hat, so wie ich das letztens sagte, ist ja die erste Erklärung der Nur-Geist-Sichtweise im Sandini-Muchana Sutra zu finden. Und es gibt ein anderer wichtiger Text in Verbindung dazu, der auch erschien im 1. Jahrhundert. Das ist das Mahayana Abhidharma Sutra. Aber es scheint so zu sein, dass dieses Sutra nie übersetzt wurde in andere Sprachen und dass wir das nicht in Sanskrit mehr haben. Und wie gesagt, wir haben es nicht auf Tibetisch oder Chinesisch. Also wir haben einfach keinen Originaltext mehr. Wir haben nur noch Zitate, wie sie in anderen Texten zu finden sind. Aber ansonsten ist der ganze Ursprungstext Mahayana Abhidharma Sutra verloren. Und daher die Samdini-Muchana Sutra ist dann das erste verfügbare Basissutra für die Nur-Geist-Schule. Und dieses erschien sozusagen, so sagt man, ja, ziemlich bald, nachdem Nagarjuna verstorben ist. Und wie ich vorher sagte, die Sichtweise von nur Gewahrsam oder nur Geist hat sich peu à peu entwickelt und hat dann sich verfeinert über die Zeit. Und so kamen dann die Hauptpunkte der Sichtweise mehr und mehr so wurden zusammengebracht, so wie es im Samdini-Machana Sutra gelehrt wurde. Und daher ist dieses Sutra so wichtig. Und da finden wir dann wirklich so die Hauptpunkte von der Yogacara-Philosophie. Aber das ist nur ein Text, der die nur Geist-Sichtweise erklärt. Aber die tatsächliche Entwicklung und das Verbreiten der nur Geistschule haben sich entwickelt durch Maitreya Asangho und Vasubandhu. Das sind so die drei Autoren dieser Werke. Und die haben dann eben diese verschiedenen Perspektiven und Stufen der nur Geistsichtweise entwickelt, vollendet und weit verbreitet. Das waren diese drei, Maitreya Asangho und Vasubandhu, die waren sehr, sehr wichtig. Als erstes
sollten wir über den Bodhisattva oder den Schützer Maitreya sprechen. Wir können in den nur Geist Acharya verstehen. Und hier zeigt seine Heiligkeit ein Bild von Maitreya. Und das ist so eine Statue aus Gandharva. Ja, das ist so eine aus Stein gemeißelte Statue von Maitreya. Und wenn wir über Maitreya sprechen, ja, dann kann man auch Bodhisattva Maitreya sagen. Und es scheint vielleicht respektlos zu sein, wenn wir einfach sagen Maitreya. Vielleicht besser, wenn wir sagen, der Herr und Schützer Maitreya. Und wenn Herr und Schützer Maitreya, kann man sich fragen, war das eine tatsächliche historische Person oder nicht? Das könnte man fragen. Und da gibt es verschiedene Gelehrte, die dann verschiedene Sichtweisen haben. Natürlich 2 Hauptsichtweisen darüber. Die erste Sichtweise ist, dass Maitreya oder der Schützer Maitreya keine historische Person war. Der Grund, warum die Gelehrten das annehmen, wenn wir zum Beispiel Acharya Asanga anschauen, der kam aus Nordindien und zu seiner Zeit und dort war es so, dass viele Leute so viele Hingabe zu Maitreya empfanden. Und Asanga war in dieser Situation geboren. Und weil da so eine hingebungsvolle Atmosphäre und Gesellschaft war, wo Asanga lebte, hingebungsvoll an Maitreya, hat Asanga dann Maitreya als seinen Guru angesehen. Aber da natürlich nicht als menschlichen Guru, den er folgte, sondern mehr als eine Yidam-Gottheit. Ja, das eher so als Guru. Auch wenn sie damals nicht so über Yidam-Gottheit gesprochen haben, würde das dem, wie wir das heutzutage verstehen, am nächsten kommen. Weil Asanga vielleicht der Maitreya als Yidam-Gottheit verstanden. Asanga selbst. Und vielleicht war es so, dass Asanga zwar sagte, Maitreya habe diese Texte geschrieben, aber in Wirklichkeit hat Asanga einfach nur Maitreas Namen benutzt in Bezug auf Asangas eigene Texte. So war Maitreya vielleicht keine tatsächlich existierende historische Person, sondern weil Asanga so viel Vertrauen hatte in Maitreya, hat sich das so entwickelt. Und Asanga dann den Namen von Maitreya benutzt, eben obwohl es da gar nicht einen tatsächlichen Menschen gab, der da der Dharma-Schützer und Herr Maitreya war. Und die zweite Sichtweise von den Gelehrten in Bezug auf Maitreya war, dass der Dharma-Schützer Maitreya tatsächlich eine historische Person war, einem Guru, dem Asanga gefolgt ist. Also eine Person aus Fleisch und Blut, die jede Person sehen konnte in der Wahrnehmung durch gesunden Menschenverstand. Das waren die beiden Positionen hier, ob Maitreya eine historische Person war, die tatsächlich existierte oder nicht. Basierend auf der ersten, nicht basierend auf der ersten, sondern die Basis für die erste Erklärung, insbesondere in verschiedenen Texten von Indien, China und Tibet,
gibt es viele, viele Textstellen, wo es heißt, dass Asanga Dhyana, Meditation praktizierte und dadurch Hellsicht erlangte. Und aufgrund dieser Hellsicht und magischer Kräfte, die er damit auch erwarb, reiste Asanga zum Tushita-Himmel. Also das ist kein Menschenbereich. Ist nicht so einfach nach Amerika zu reisen oder sowas, sondern aufgrund dieser wundersamen Kraft ist er dann in die himmlischen Gefilde eingedrungen. Und wer war da? Im Tushita-Himmel, da war dann der Schütze Maitreya. Und so sagt man ja auch, dass bevor Buddha Shakyamuni auf der Erde erschien, hat er im Tushita-Himmel Maitreya als seinen Regenten eingesetzt. Und so ist Asanga auch zu demselben Maitreya gegangen, um dort Anweisungen zu erhalten. Das ist doch, was wir sagen. Wir sagen, im alten Indien, im alten Tibet und in China wird genau das gesagt. Und wenn wir diese Erklärung als die Basis nehmen, war vielleicht Maitreya mehr eine reine Sichtweise oder eine reine Vision, sorry, eine reine Vision, die Asanga in seiner Dhyana-Meditation erhielt und sah. Und es war keine tatsächliche Person. Wenn wir dann nämlich so in die Himmelsbereiche reisen würden, ist das ja was ganz anderes als im Menschenbereich. Das heißt, was Asanga sah, war nicht etwas, was gewöhnliche Menschen sehen könnten. Und da ist es so mehrheitlich so von Menschen gesehen schwierig zu sagen, ob es tatsächlich Maitreya gab oder nicht. Und aber es wird eben gesagt, dass Asanga da die Himmelsbereiche besucht hat, um Maitreya zu treffen. Und deswegen hat er die ganze Mühe auf sich genommen, Dhyana zu praktizieren. Und sonst hätte das ja gar nicht machen müssen, die ganze Mühe auf sich zu nehmen. Und aus dieser Sichtweise könnte man dann eben ja so sagen, dass es dann tatsächlich diese Person Maitreya gab. Aber das ist eine Untersuchung und Erklärung, die nicht nur mal kurzfristig irgendwo gelehrt wurde, sondern das können wir wirklich in Indien, China und so weiter finden. Seit 1000 Jahren wird diese Version so gelehrt. Da gibt es einen japanischen Gelehrten, der in der japanischen Nur-Geist-Schule, in der japanischen Nur-Geist-Schule spezialisiert ist. Sein Name ist Ui Hakuju. Ui Hakuju. Der weiß nicht, wie er japanische Namen ausspricht, ob das Japaner verstehen würden, aber heißt ungefähr Hakuju Ui oder Ui Hakuju. Der lebte 1922. Man kam ein paar älter noch nicht mehr. Und seine Hypothese war, dass Maitreya tatsächlich eine historische Person war. Eine Person, die wirklich historisch erschien. Und er schätzte, er postulierte, dass Maitreya von 270 bis 350 nach Christi Geburt lebte. Das war so seine Abschätzung. Ui Hakutus Abschätzung. Und so weiter sagte, das wurde, oder der Schützer Maitreya eine tatsächliche Person war, gab es eine sehr belebte Diskussion darüber. Einige Gelehrte widersprachen ihm und andere wiederum waren auf seiner Seite.
Und bis heutzutage ist immer noch eine Debatte darüber. Da gibt es keine Übereinkunft. Manche stimmen dem überein und manche nicht. Da gibt es keine gemeinsame Schlussfolgerung irgendwie in Bezug auf dieses Thema. Und wenn wir später nochmal Zeit haben, können wir noch darüber sprechen, wie die Debatte zwischen den Gelehrten stattfand, wenn wir da Zeit haben später. Und ob nun der Schütze Maitreya eine historische Person war oder nicht, gibt es dann einige Texte, die Maitreya zugeschrieben werden, dass er der Autor war. Und manche dieser Texte haben wirklich sehr ähnliches Gedankengut, dann sehr kompatibel miteinander und sehr eng miteinander verbunden. Und weil dem so ist, weil es da so gemeinsame Gedankenrichtungen gibt und ähnliche Themen anschneiden, geht man davon aus, dass sie alle vom gleichen Autor, nämlich dem Schütze Maitreya, stammen. Und um ein paar Beispiele zu sagen, die Dhammas von Maitreya oder die Werke von Maitreya, das ist so die offizielle Überschrift, die Dhammas von Maitreya. Da gibt es zwei Hauptpunkte, wie wir die identifizieren können. Da gibt es einmal die 5 Dhammas von Maitreya, basierend auf den chinesisch-kanonischen Schriften und dann, wie diese 5 Schriften von Maitreya in der tibetischen Tradition verstanden werden. Manche Texte sind gleich, wie zum Beispiel, also aus chinesischer Sicht ist einmal Yogacara Bhumi und Mahayana Sutra. Andersrum. Es gibt einmal Mahayana Sutra Alamkara, Dhamma Vibhanga und die sind sowohl in der chinesischen als auch in der tibetischen Tradition anerkannt, dass sie von Maitreya gelehrt wurden. Aber in der vom chinesischen Verständnis gibt es auch noch das unterscheidende Yoga, so heißt der Text, der wurde nicht übersetzt ins Tibetische. Und auch eben, ja, Yogacara Bhumi wird im Chinesischen auch Maitreya zugeschrieben. Und das wird in der tibetischen Tradition überhaupt nicht gesagt, dass diese von Maitreya verfasst wurden. Aber diese beiden Texte werden eben Maitreya zugeschrieben im chinesischen System. Aber es gibt auch 2 Texte in der tibetischen Tradition, die Maitreya zugeschrieben werden aus tibetischer Sicht, aber das finden wir nicht im chinesischen Kontext. Hier gibt es einmal Abhisamaya Alamkara, der Schmuck der klaren Verwirklichung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist das Ratna Gotra Vibhaga oder das Uttara Tantra Shastra. Das ist diese beiden Texte, die werden halt nur im Tibetischen zugeschrieben, dem Maitreya, und nicht im Chinesischen. Vielleicht können wir darüber später nochmal sprechen. Vielleicht über Uttara Tantra Shastra nachher noch etwas sprechen. Ah ja, das dauert aber heute noch ein paar Jahre, bis wir da weil es so ein langer Text ist, Uttara Tantra Shastra, könnte sein, sagt seine Heiligkeit, dass es 10 Jahre dauert, darüber zu sprechen. Und ja, ich hoffe irgendwann in der Zukunft, dass ich in der Lage bin, diesen Text zu besprechen. Wie auch immer, in der chinesischen Tradition wird Uttara Tantra Shastra nicht akzeptiert
dass es ein Text von Maitreya ist. Und das gleiche gilt für Abhisamayalamkara. Und die wurden deswegen auch damals in altem China nicht ins Chinesische übersetzt. Sie wurden jetzt erst kürzlich übersetzt. Aber da gibt es eben diese Texte, die sowohl in China als auch in Tibet als Maitreya's Texte anerkannt werden. Ne, das sind dann sozusagen die allgemein akzeptierten Texte in der chinesischen und tibetischen Tradition, dass die von Maitreya kommen. Und das haben auch die modernen Wissenschaftler in ihren Forschungsergebnissen so erklärt. Und innerhalb dieser verschiedenen Texte, dieser Texte hier, wenn wir da diese Texte anschauen, zum Beispiel Yogacara Level, das wird in der chinesischen Tradition zu Maitreya zugeschrieben und in der tibetischen Tradition wird es Asanga zugeschrieben. Und das Thema des Yogacara Bhumi ist auch wirklich anders als die Themen, wie wir sie in Maitreya's Texten finden, wie Mahayana Sutra Alamkara, Dhammatta Vibhanga und Madhyanta Vibhanga. Und da sind die wirklich unterschiedlich. Und deswegen, also Yogacara Bhumi unterscheidet sich von diesen Texten. Und da ist die große Frage, wurde das wirklich von Maitreya verfasst? Ne, wie ich vorher schon sagte, man muss den Stil untersuchen, die Begrifflichkeiten, Terminologie untersuchen, um zu determinieren, wer vielleicht der Autor sein könnte. Und innerhalb des Textes Yogacara Bhumis, nee, nicht innerhalb, sondern abgesehen von Yogacara Bhumi kann man vielleicht allgemein sagen, das ist also Mahayana Sutra Alamkara, Dhammatta Vibhanga und Madhyanta Vibhanga gibt, die alle Maitreya zugeschrieben. Die benutzen alle die Terminologie Abhuta Parikalpa. Das ist das nicht entstandene Vorgestellte. Und dann gibt es Graya, Grahaka, Wahrnehmende und Wahrgenommene und Pratibhasa, Abhasa. Das bedeutet Erscheinung und bloße Erscheinung. Diese drei Begriffe werden ganz oft und viel in diesen drei Texten, Mahayana Sutra Alankara, Dhammatta Vibhanga und Madhyanta Vibhanga, benutzt, aber überhaupt nicht im Yogacara Bhumi. Und daher gibt es da einen großen Unterschied anscheinend zwischen Yogacara Bhumi und den anderen drei Texten. Und vielleicht aufgrund dieser Begründung ist es so, dass viele Forscher sagen, dass Yogacara Bhumi wahrscheinlich nicht von Maitreya verfasst wurde, weil Begriffe und Inhalt unterschiedlich sind. Es gibt zum Beispiel den japanischen Gelehrten Hakamaya Noriaki und der sagt, die Yogacara-Ebene als Asanga in Meditation war, also in Bezug auf den Text Yogacara Bhumi, als Asanga in Meditation war, traf er Maitreya. Asanga hatte großes Vertrauen. Maitreya lehrte, Asanga hat sich Notizen gemacht und basierend auf diesen Notizen erschien dann der Text Yogacara Bhumi in schriftlicher Form. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen und der japanische Gelehrte Hakamaya Noriaki, der akzeptiert das eben, dass die Geschichte von dem Text so war. Und es gab einen anderen amerikanischen Buddhologen, der heißt D.S. Rück. Der hat eine ähnliche Sichtweise. Der sagte, dass Asanga ja viele verschiedene Belehrungen erhalten hat. Von verschiedenen Meistern und hat die versucht zusammenzubringen.
Und als er daran arbeitete, hatte er das Gefühl, dass sein Geist gesegnet wurde von Maitreya oder inspiriert wurde von Buddha Maitreya. Er hatte so ein tiefes Gefühl des Inspiriertseins durch Maitreya. Und aufgrund dieser starken Erfahrung in diesem Zustand sozusagen hat er den Text Yogacara Bhumis verfasst. Also deswegen sagt dieser Gelehrte, dass Yogacara Bhumi eben durch die Inspiration, durch den Segen von Maitreya auf Asanga, dann von Asanga verfasst wurde. Und wenn wir beide diese Sichtweisen gehen natürlich davon aus, dass Maitreya keine tatsächliche historische Person war. Und wenn wir diese beiden Lehrmeinungen anschauen, dann kann man sagen, dass auf der einen Seite Asanga die Segen erhalten haben von Maitreya, um so Yogacara Bhumi zu verfassen. Und dass Asanga dann tatsächlich auch selbst natürlich die Person war, die das verfasste. Also das sind so beide Aspekte dieser beiden Meinungen. Aber es gibt auch noch viele andere Gelehrte, die sagen, Yogacara Bhumi wurde verfasst nicht durch eine einzelne Person, sondern so ein Teamwork von vielen Gelehrten. So eine ganze Gruppe von Gelehrten haben dann den Text verfasst. Das ist auch eine der Meinungen. Und manche haben dann zusammengearbeitet, um diesen Text zu verfassen. Und es gibt viele Gelehrte, die das annehmen. Und ein Beispiel wäre, das ist ein sehr bekannter deutscher Gelehrter, Lambert Schmidhausen, gelehrt über nur Geist. Und er sagte, dass Yogacara Bhumi ebenso peu à peu über viele Generationen hinweg verfasst wurde. Es konnte nicht von einer Person gelehrt werden. Und das ist, denn er ging davon aus, dass Yogacara Bhumi eben nicht von einer Generation, sondern über viele Generationen von vielen verschiedenen erfasst wurde. Und da gibt es einen Abschnitt davon, der heißt das Kompendium der Annahmen oder der Sicherheiten. Und dieser Abschnitt zitiert auch Samdini-Mochana Sutra. Und dieser Teil dieses Textes, der vom Yogacara Bhumi erschien eigentlich erst historisch gesehen später. Und aber trotzdem gibt es noch welche, die noch später stattfanden. Also der Punkt ist, dass es dass dieser ganze Text Yogacara Bhumi eben über verschiedene Generationen hin verfasst wurde. Und, dass später dann erst andere Werke von Maitreya entstanden, wie Mahayana Sutta Alankara, Dhammadhamata Vibhanga und Madhyanta Vibhanga. Und da gab es noch einen weiteren japanischen Gelehrten, Kuongshi, und der sagte, dass Yogacara Bhumi, dieser Text, auch durch Teamarbeit sozusagen zustande kam. So, kurz zusammengefasst, der Text Yogacara Bhumi wird angenommen von den modernen Wissenschaftlern, dass das eher kein einzelner Autor war, sondern eben eine Gruppe. Und viele andere sagen das auch. Und das wurde dann zu einer sehr allgemein anerkannten Position.
아주 쉽지 대비미나 소지 주변냠래 생긴데 주기 라랑기 Und 냠용라 wenn 때 wir so die logischen Präsentationen der Yogacarya Bhumi-Abschnitte anschauen, dann fühlt sich das so an, als ob das verschiedene Praktizierende einfach verfasst haben, basierend auf ihrer eigenen Erfahrung. Und wenn wir den Inhalt des Yogacara Bhumis anschauen, wirkt es so, als wäre das über lange Zeit hin verfasst. Das kann nicht so mal kurz niedergeschrieben worden sein. Über lange, lange Zeit. Und allgemein sagen die Gelehrten, dass Teile vom Yogacara Bhumi früher und manche später geschrieben wurden. Und eines der früheren war sozusagen das Unterkapitel Bodhisattva Bhumi, Jangsa. Und es gab japanische Forscher, die haben das 40 Jahre untersucht, diesen Text, Bodhisattva Bhumi. Das ist so ein Unterabschnitt vom Yogacara Bhumi. Und wenn Sie das Bodhisattva Bhumi mit Mahayana Sutra Alamkara vergleichen, finden Sie sehr viele Ähnlichkeiten. Und daher sagte dann der japanische Gelehrte Odani Nobuchio, der sagte 1987, als er seine Forschungsergebnisse veröffentlichte, sagte er, Bodhisattva Bhumi erschien vor dem Mahayana Sutra Alamkara. Und Gründe und Quellen gab er auch an. Und später, 1961, gab es den amerikanischen Gelehrten Wayman, und der hat Folgendes erklärt, dass im Bodhisattva Bhumi ja viele Zitate aus Mahayana Sutra Alamkara kamen. Das heißt, Bodhisattva Bhumi muss nach dem Mahayana Sutra Alamkara aufgetaucht sein. Aber unser deutscher Gelehrter, Lambert Schmidhausen, der sagte 1969 in einer Veröffentlichung, der untersucht das Wort Alamkara, ne, Schmuck, Alamkara, Schmuck, zum Beispiel der Sutra, Mahayana Alamkara, Mahayana Sutra Alamkara. Er untersuchte dieses Wort und wie es verfasst wurde, wie es geschrieben wurde tatsächlich, und fand, dass da manche Abschnitte eben in dem Text nicht so zusammenpassten. Das war so sein Argument gegen den amerikanischen Gelehrten, um zu zeigen, dass die Bodhisattva Bhumis später verfasst wurden. Da gab es den japanischen Gelehrten oder Nobuchia, und der hat Sthiramatis Kommentar genommen, um zu unterscheiden, wann Bodhisattva Bhumi und wann Mahayana Sutra Alamkara gelehrt wurde. Und er kam zu dem Schluss, dass Bodhisattva Bhumi früher kam und Mahayana Sutra Alamkara später. Und basierend darauf ist es heutzutage so, dass innerhalb der akademischen Gelehrten, dass sie davon ausgehen, dass Bodhisattva Bhumi früher und Mahayana Sutra Alamkara später gelehrt wurde. Und die meisten Gelehrten stimmen dem überein. Und so, wenn wir zwischen den beiden Texten, in die beiden Texte schauen und Unterschiede oder Ähnlichkeiten schücken, dann können wir feststellen, eben, dass Bodhisattva Bhumi vorher verfasst wurde und Mahayana Sutra Alamkara später. Und wir können auch sehen, wie viele Entwicklungen entstanden sind in der Nur-Geist-Sichtweise.
in den jeweiligen beiden Schriften. Und wir können auch sagen, dass Mahayana Sutta Alamkara sich immer wieder auf Yogacara Bhumi Text oder Textstellen basiert und das dann ein bisschen umphrasiert wird und da niedergeschrieben ist. Das ist eigentlich klar zu erkennen. Und wenn, und das ist wenn, wirklich mit Fragezeichen, wenn Yogacara Bhumi von Asanga geschrieben ist und Mahayana Sutta Alamkara von Maitreya, dann würden wir ein Problem haben, weil die Reihenfolge der Daten eben unterschiedlich oder verwirrend wäre, weil es ja klar ist, dass Yogacara von Asanga verfasst ist und früher geschrieben wurde, dass Yogacara Bhumi früher geschrieben wurde und Maitreya dann später Mahayana Sutra Alamkara. Das bedeutet ja eher, dass Asanga das also zuerst verfasst bedeutet das, dass dann Maitreya die Werke von Asanga benutzt hat, um seinen eigenen Text Mahayana Sutra Alamkara zu verfassen. Und das führt natürlich zu einer neuen Frage. Dann ist die Frage, wer hat Mahayana Sutra Alamkara verfasst? Hat Maitreya das verfasst oder Asanga? Und da gibt es also innerhalb der Gelehrten verschiedene Sichtweisen. Und auch bis heute gibt es da nicht ein finales Fazit oder sowas. Aber hier können wir über verschiedene Positionen sprechen. Und die erste Position ist von dem Gelehrten Levi, das ist auch ein deutscher Gelehrter, und der sagt, dass Abhisamalamkara, und da gibt es einmal die Versform und die Prosaform. Prosaform ist mehr so ein Kommentar zu den, nee, nicht Abhisamalamkara, das hat jetzt verändert, Mahayana Sutra Alamkara, dass sowohl die Versform als auch die Prosaform von Asanga geschrieben ist. Das sagt Levi. Und der japanische Gelehrte Ui Hakucho, der sagt, dass die Prosaform ja von Asanga verfasst wurde, ja, aber dass die Versform von Maitreya verfasst ist. Und der amerikanische Wissenschaftler Wayman sagt, dass die Asanga die Versform verfasst hat und die Prosa-Version durch Asanga Oda Vasubandhu verfasst wurde. Und dann gibt es noch Susumu Yamaguchi aus Japan, der sagte, dass Asanga die Prosa-Version und Vasubandhu die Wurzelversversion verfasst hat. Das sind ja verschiedene Sichtweisen und einfach nur um die verschiedenen Perspektiven aufzuzeigen, wollte ich diese 4 hier einfach mal so präsentieren. Und später gab es 2 japanische Gelehrte, die auch noch viel untersucht haben, wer jetzt Mahayana Sutra Alamkara verfasst hat. Haben da viel untersucht und erforscht, wer ist der Autor von Mahayana Sutra Alamkara und Yogacara Bhumi. Und dann stellt sich die Frage, ob Maitreya wirklich eine historische Person war. Und wenn ja, dann gibt es da natürlich Schwierigkeiten. Wenn Maitreya also historische Person war, dann war er der Gründer der Nur Geistschule. Und wenn Maitreya keine physische Person war, historisch-physische Person, war Asanga der Gründer der Nur Geistschule. Und da gibt es 2 Gelehrtengruppen, die einfach da unterschiedliche Meinungen haben.
Und einer der Gelehrten sagt zum Beispiel, Maitreya ist bloß eine Vision, die dem Asanga erschien oder den Yogis erschien, und die haben dann das niedergeschrieben als ihre eigenen Ideen. Und das war möglich, weil sie aufgrund der Dhyana-Kraft der Meditation eben diese Fähigkeit hatten. Und was sie dadurch erfahren haben, diese Erfahrung, die sie aufgrund dieser Meditationskraft gemacht haben, das haben sie als Basis genommen und haben es niedergeschrieben. Und sie haben nicht ihre eigenen Gedanken als die Basis, sondern das, was sie in der Meditation, dank der Kraft der Meditation erfahren haben. Und die haben diese große Meditationskraft Maitreya genannt. Klar, kann man machen. Die Kraft der Meditation haben sie Maitreya genannt. Das bedeutet aber nicht, dass Maitreya dann notwendigerweise eine echte Person war, sondern könnte einfach eine Kraft sein, die sich aufgrund der Dhyana-Meditation entwickelt. Und das wäre kein Problem. Und wenn wir das so anschauen, dann klingt es fast wie Science Fiction. Das ist echt eine beeindruckende Idee. Das ist natürlich so, dass die tatsächlich Erfahrung der Meditation haben, das ist was anderes als die nicht meditieren und deswegen keine Erfahrung haben. Und das, was die Meditierenden erfahren in der Meditation, kann natürlich nicht durch die Nicht-Meditierenden, die keine Erfahrung in der Meditation haben, verstanden werden. Die Praktizierenden verstehen dann die Dinge so, wie sie tatsächlich sind. Aber die nicht meditieren, werden eben ein unterschiedliches Verständnis über die wahren Dinge haben. Und wir als gewöhnliche Wesen denken ja immer, dass all das existiert vor unserem 5 Sinnesbewusstsein, dass das existiert. Und für die Yogis ist das eben valide, was ihnen in der yogisch direkten Wahrnehmung erscheint. Aber diejenigen, die nicht Meditationserfahrung haben, die können das dann schwer bewerten, was die Yogis erfahren, können da nicht sagen, das ist wahr und das ist nicht wahr. Und wenn wir hier fragen, wer ist der Autor, es ist ja so, dass wir immer denken, es müsse einen Autor geben aus Fleisch und Blut, der diesen Text verfasst hat. Und das ist so das Hauptthema hier. Das ist der Hauptstreitpunkt. Und wenn wir nicht unsere gewöhnlichen Sichtweisen als die Basis nehmen, dann ist das total in Ordnung, was immer dann Asanga erscheint. Wenn Asanga eine Vision hat, zum Beispiel in den Tushita-Himmel zu reisen, dann warum nicht? Das ist dann die Erfahrung eines Meditierenden, in Klammern Asanga. Und das ist natürlich eine andere Erfahrung als die gewöhnliche Wesen mit ihrer gewöhnlichen Wahrnehmung haben können. Die Frage, die sich dann stellt, ist dann die Person ja, also wenn wir nicht darüber debattieren wollen, ob historische Person Maitreya existierte, dann gibt es die Frage nicht hier, weil es einfach verschiedene Erfahrungen gibt in Meditation oder eben ohne Meditation. Aber ja, da gibt es einfach verschiedene Lehrmeinungen und man ist immer noch nicht ganz klar, trotz jahrzehntelanger Forschung können die Gelehrten immer noch nicht sagen, wann Mahayana Sutra Alamkara verfasst hat. Und nicht nur das, das Gleiche gilt natürlich auch in Bezug auf Dhamma-Tavibhanga. Da ist auch die Frage, wer ist der Autor und wer hat es verfasst? Und da gibt es den japanischen Gelehrten Hakamaya no Yaki. Und der hat sich also damit beschäftigt, mit dem Dhamma-Tavibhanga Text und sagt, dass das wahrscheinlich nicht von Maitreya verfasst wurde, sondern es ist später durch spätere Schüler
verfasst wurde. Das ist seine Sichtweise, seine Meinung. Und es gibt einige japanische Gelehrte, die genau dieser Sichtweise zustimmen. Und der Grund dafür, warum diese Annahme kam, ist, weil Dhamma-Vibhanga ja eine transformierte Sichtweise beinhaltet, die nicht in den anderen 5 Texten von Maitreya vorhanden sind. Aber vielleicht reicht das jetzt mit diesem Thema. Wie auch immer, viele Akademiker, die haben dann viele Untersuchungen gemacht und haben viele Dokumente und Essays verfasst darüber. Und deswegen gibt es jetzt einige Gelehrte, die sagen, dass Dhamma-Vibhanga eben ein Werk ist, was später erst erschien. Und die akzeptieren grundsätzlich einfach nicht, dass das von Maitreya verfasst wurde. Und daher, kurz gesagt, das Letzte, was ich heute noch sagen wollte, ist, um mir eine kleine Zusammenfassung zu geben. Die Zusammenfassung, damit wir das auch wirklich behalten können, weil sonst gehen wir verloren in Details und schlafen. Wenn ich Zuhörer hier wäre, würde ich einschlafen, sagt seine Herrlichkeit, aber als Lehrer kann er das eben hier nicht. Also die Zusammenfassung ist erster Punkt. War Maitreya eine historische Person oder nicht? Das ist immer noch nicht klar. Und das Zweite, die Frage ist, ob Asanga oder Maitreya Yogacara Bhumis Autor war, ist auch nicht geklärt. Und dann Bodhisattva Bhumi vom Yogacara Bhumi, das ist etabliert. Man muss vor dem Mahayana Sutra Alamkara gelehrt werden. Bodhisattva Bhumi vor dem Mahayana Sutra Alamkara. Das war der dritte Punkt. Und viertens, wenn Yogacara Bhumi von Asanga und später dann Maitreya Mahayana Sutra Alamkara gelehrt hat, wie kann das zu erklären sein? Weil das ja der Chronologie eigentlich und der Inhalten widerspricht. Und der fünfte Punkt ist, dass es viele gegenwärtige Akademiker ja, was passiert? Und viele Akademiker, das ist der 7. Punkt, sagen, dass der 5. Punkt, viele sagen, dass eben Yogacara Bhumi nicht durch einen einzelnen Autor, sondern durch ein Teamwork sozusagen zustande kam. Und 6. ist dann die Debatte darüber, wer jetzt Mahayana Sutra Alamkara verfasst hat. Und da gab es ja diese 4 verschiedenen Positionen, die ich vorher erwähnt hatte. Und 7. Viele Akademiker sagen eben, dass Dhamma-Vibhanga ein späteres Werk nicht von Maitreya verfasst wurde. Und das war die Zusammenfassung heute und das war das Thema für heute. Und dann widmen wir jetzt. Dene
Shande